Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Leute, Josua Kimmich, Fluch oder Segen für den FC Bayern? Eigentlich wollte ich dieses Video gar nicht machen. Der Olli ist schuld und die Kanalmitglieder sind schuld, die da auch nochmal reingegangen sind in dieses Thema. Und da habe ich mir gedacht, komm, dann kann ich meine Meinung auch nochmal für alle Bayern-Fans hier äußern. Also, Josua Kimmich, Fluch oder Segen für den FC Bayern? Erstmal weiß man natürlich nicht, ob das gerade alles stimmt, was da geschrieben wird, von wegen Angebot zurückgezogen, Blasült. Weiß ich nicht, ist mir am Ende des Tages auch wurscht. Ich habe es oft genug gesagt, die letzten Jahre. Für mich ist dieses Kimmich-Goretzka Mittelfeldgedöns ist nicht mehr zeitgemäß. Wenn man ehrlich ist, vor dieser Saison hätte man auch gesagt, ein Josua Kimmich ist nicht mehr zeitgemäß beim FC Bayern. Und genau deswegen sind wir auch in dieser Situation, wo wir gerade sind. Ja, ich gehe fest davon aus, dass ein Max Eberl samt Verein ein Josua Kimmich im Sommer verkaufen wollte. Deswegen hat man den Vertrag nicht verlängert. Deswegen hat man ein Palhinha verpflichtet. Hat fest damit gerechnet, ein Kimmich ist außen vor, genauso wie ein Goretzka dann, und man hätte beide am liebsten abgegeben, hätte das Gehalt eingespart. Hätte sich gerne da wahrscheinlich 80 Mille, 90 Mille reingezogen. Ja, das war wahrscheinlich so der Gedanke. Und natürlich ist es komplett anders gekommen, wie es geplant war. Ein Kimmich hat eine gute Saison bisher gespielt. Ja, sportlich sehr gut. Was heißt sehr gut? Hatte auch 6 Spiele, wo es eher Durchschnitt bis schlecht war, aber hatte auch viele, viele Spiele, wo es wirklich richtig stark war. Daraus ergibt sich, dass ein Palhinha verletzt war, und daraus ergibt sich auch wieder, dass, warum auch immer, ein Josua Kimmich wieder den Status hat, den er immer hat. Kimmich spielt immer. Ich weiß es nicht, vielleicht hat er eine Stammplatzgarantie ausgehandelt ohne Berater. Ich habe keine Ahnung, ja, warum dieser Mensch immer spielt. Dadurch ist es natürlich so, dass wir 4 zentrale Mittelfeldspieler, wenn man Guerrero mit dazu nehmen würde, sogar 5 für eine Position haben. Ja. Und dann ist es so, dass man Conny Leimer als Rechtsverteidiger aufstellt, damit er überhaupt Spielpraxis kriegt. Ja, dann kann man auch froh sein, dass ein Palhinha die ganze Zeit immer mal wieder verletzt war. Sonst wäre da noch viel, viel mehr Unruhe drin. Und ist das jetzt gerechtfertigt? Kann man aus der Sicht sehen, aus der Sicht, ich weiß, dieses Thema wird die Fans spalten, wird die Experten spalten. Meiner Meinung nach ist es einfach an der Zeit, dass ein Kimmich den Verein verlässt. Ja? Und ich verstehe auch nicht, warum man diese Hinhaltetaktik gerade wählt, aus Kimmichs Sicht. Ich verstehe, dass ein Kimmich gerade ein bisschen pissig ist, ja? Weil es klar war, dass man nicht auf ihn gesetzt hat und dass er jetzt vielleicht denkt, oh, wie heuchlerisch, jetzt setzt der Verein wieder auf mich, ich soll das Gesicht der Zukunft sein. Ich darf aber auch erst Kapitän werden, wenn Manuel Neuer irgendwann in 3 oder 4 Jahren aufhört. Dann ist der Kimmich auch schon zu alt und wird auch aufhören. Dass das alles ein bisschen heuchlerisch vom Verein ist, gehe ich mit. Ja, kann ich ihn verstehen. Ist für mich aber kein Grund, jetzt so einen Affen zu machen, wie er es gerade auch macht. Ja, was die Vertragsverlängerung angeht. Entweder sagt man, ich würde gerne beim FC Bayern bleiben, dann wird man alles andere Finanzielle schon geregelt bekommen. Ja, man hat das beim Fonzie Davis, bei Musiala getan. Wenn der Verein von Kimmich überzeugt ist und Kimmich beim Verein bleiben möchte, wird man sich schon finanziell einigen. Ja, da bin ich mir sicher. Anscheinend wurde das ja von Kimmich nicht geäußert, weil sonst hätte man nicht das Thema, was man gerade hat. Und das ist ein Thema, was ich nicht verstehe. Ja. Er stellt sich immer dahin und heult rum, wir sind keine Spitzenmannschaft, bla Sülz, bla Sülz. Das kommt mir immer ein bisschen, nee. Und wenn er das wirklich ernst meint, dann muss er sich als erstes mal in die eigene Nase fassen. Ja. Man kann sich nicht dahinstellen und davon reden, wir sind keine Spitzenmannschaft, wenn man Spieler wie Harry Kane vorne drin hat, dahinter Musiala, auf rechts ein Michael Olise. Über die linke offensive Seite können wir gerne reden, ja.
Aber auch hinten unsere Innenverteidigung ist mittlerweile stabil. Wir hätten Palhinha, der nicht eingesetzt wird, und so weiter. Du kannst es durchgehen. Ja, also dann solche Takes zu äußern, weiß ich nicht, Digga. Ja. Vor allen Dingen sollte man dann in diesen Spielen, wo er das dann gesagt hat, mit Leistung vorangegangen sein und das hat er nicht. Ja, er ist immer in diesen Spielen genauso, wie es schon immer ist, abgetaucht und war nicht zu sehen. Ja, und dann sollte man besser seine Fresse halten und sich nicht öffentlich dahinstellen und irgendwas erzählen. Ja. Meine persönliche Meinung. Ja, und deswegen, ich weiß es nicht, was gerade die Intention ist von Kimmich. Ja, entweder will er gerade einfach sagen, ja, guck mal, FC Bayern, jetzt werde ich euch auch mal ein bisschen ärgern, ich zögere das hier mal raus und bip, 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 bip. Oder er hockt da und wartet, dass Hansi sagt, ey, Josh, komm, ich kläre das schon irgendwie, komm zum FC Barcelona, ich liebe dich, hier kannst du alles sein, was du sein willst, hier wirst du Kapitän, Blasels. So, ja. Oder er wartet auf Pep oder was weiß ich. Ja, ich habe keine Ahnung. Fakt ist, da jetzt noch rumzueiern, ja, das ist dann auch nichts, wo man irgendwelche Argumente sammelt und wo man dann sagt, oh geil, ich freue mich, dass Kimmich bleibt und hoffentlich wird er Kapitän dieses Vereins. Ja, weil das Verhalten ist gerade nicht ein Verhalten, wo man sagt, oh, der committet sich aber 100% mit diesem Verein. Ja. Nochmal, wenn es nur um finanzielle Dinge geht, dann wird man das regeln können. Ne? Und da fehlt mir dann das klare Statement von Kimmich. So, ja. Es wäre ja gar kein Problem zu sagen, pass mal auf, ich fühle mich hier wohl beim FC Bayern, ich möchte gerne hier bleiben. Es dreht sich gerade ums Finanzielle und gut ist. Ja. Feierabend. Aber das ist auch nur meine Meinung. Sportlich gesehen überwiegt bei mir der Gedanke, Josua, bitte verlass diesen Verein. Ja. Und das nicht, weil er eine schlechte Saison spielt. Der spielt eine gute Saison, ja. Gerade zum Anfang der Saison sogar eine sehr, sehr gute Saison. Aber ich kann es nicht mehr sehen, Leute. So, das ist mein Point. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich sehe das Elend seit Jahren im Mittelfeld und im Zentralmittelfeld. Und mittlerweile ist es wieder so, dass Kimmich wieder alles ist. Ja, er ist Sechser, rechter Verteidiger, Achter, Spielgestalter, alles. Er raubt wieder allen Leuten den Platz. Ja. Und das ist, was mich hart triggert. Ja. Und was für mich auch mit ein Grund ist, nicht der alleinige Grund, aber mit ein Grund, warum unser Fußball wieder schlechter geworden ist. Ja, sage ich euch, wie es ist. Ich verstehe nicht, warum der Trainer da nicht mal knallhart reingeht, nicht öffentlich, ja, intern und den Josh mal einnordet, weil am Anfang der Saison war es super. Am Anfang der Saison war es super. Josh hat sich abgewechselt mit dem jeweiligen rechten Verteidiger, ob das Guerrero war oder sonst wer. Aber er wusste auch, wo Schluss ist. Ja, er hat das Spiel aus einer tiefen Position aufgebaut. Pavlo war der Spielgestalter vorne, hat aber auch einen Kimmich mit unterstützt. Wenn Kimmich doch mal aufgerückt ist, hat sich ein Pavlo fallen lassen. Das Zusammenspiel war 1A, war wirklich gut. Es war richtig stark von Kimmich wie auch Pavlo. Ja. Und mittlerweile ist es wieder so, wenn man sich die letzten Spiele anschaut, wo dann auch ein Pavlo gespielt hat, wo ein Goretzka gespielt hat, egal wer neben Kimmich gespielt hat. Jeder, der neben Kimmich gespielt hat, hat keinen Raum gehabt. Konnte quer und nach hinten spielen, das war alles. Ja, Kimmich war wieder überall. Überall und nirgends. Ja. Und ich kann es nicht mehr. Ich will es nicht mehr. Ich sag's euch, wie es ist. Ja, Kimmich wird 30. Ich muss den jetzt nicht noch die nächsten 3, 4 Jahre da rumdümpeln sehen bei uns im zentralen Mittelfeld. Erst recht nicht, wenn man jetzt einen Tom Bischof verpflichtet hat, der die nächste Generation ist auf dieser Position. Erst recht nicht, wenn man Conny Leimer in dieser Mannschaft hat, der noch nicht eine Spiele in der Mitte spielen durfte. Erst recht, wenn man Palhinha in dieser Mannschaft hat. Ja, ich sehe auch nicht den Point, wo die Experten sagen, oh ja, wenn Joshua Kimmich jetzt den Verein verpflichtet, wen verpflichtet der FC Bayern denn jetzt als Alternative? Wir brauchen keinen. Wir brauchen keinen Ersatz für Kimmich. Leute, wir haben einen Palhinha, der Übersechser ist, ja, was ich bei der EM gesehen habe. Alto Belli, ja. Wenn du den einfach mal in diese Mannschaft integrieren würdest, dann könntest du sogar sagen, ey,
Es reicht, wenn ich mit einem Zentralen spiele und davor 2 Zehnern oder 2 super offensiven Achtern als Beispiel. Ja, das kannst du mit dem Kimmich nicht machen, weil 'n Kimmich dafür gar nicht diszipliniert genug wäre. Ja, der würde wieder 3 Positionen gleichzeitig bekleiden wollen und es wäre nur Chaos. Ähm, Du hast einen Palhinha, du hast einen Conny Laimer, der ein zentraler Mittelfeldspieler ist, aber dort nicht spielen darf. Ja, du hast einen Pavlo. Ja. So, was brauchen wir noch? Dazu kommt ein Tom Bishop nächste Saison. Der Stammspieler ist in der Bundesligamannschaft, der ein super starkes Talent ist. So, da hast du 4 Spieler. Ja? Zur Not hast du einen Rafa Guerrero, der auch die Achterposition bekleiden kann. Ähm, Wir haben genug Alternativen für die zentrale Mittelfeldposition. Wir brauchen da keinen verpflichten. Ja? Und sollte ein Kimmich bleiben, was ich jetzt nicht schlimm finden würde, versteht mich nicht falsch, ja. Kimmich spielt, wie gesagt, eine starke Saison. Sollte er das halten, ob das jetzt eine Saison ist, wo man sagt: „Wow, dieser Mensch ist 20 Millionen wert im Jahr“, weiß ich nicht. Meiner Meinung nach nicht, ja. Ich sehe ihn so aktuelles Leistungsniveau, würde ich sagen, so 15 Mille rum. Ist natürlich das Problem, dass man 'n Durchschnittsspieler wie Alphonso Davies 15 Millionen bietet. Und ja, ich sehe ihn als Durchschnittsspieler, könnt ihr noch so viele Kommentare schreiben, ist mir egal. Ähm Ist schon klar, dass ein Kimmich da nicht sagt: „Oh jo, da fühle ich mich geehrt.“ Ja, das ist wieder ein anderes Problem. Ähm, aber da musst du ihn in Konkurrenz setzen nächstes Jahr, ja? Und nicht wieder dieses Alleinstellungsmerkmal geben: „Oh, Kimmich ist in dieser Mannschaft, der spielt immer.“ Egal, ob der schlecht spielt, egal, ob der seine Position hält, egal, ob der platt ist, ob der überspielt ist, egal, ob er eine Führungspersönlichkeit ist, egal, ob es gegen Barcelona, gegen Kiel oder gegen Buxtehude geht. Kimmich spielt immer, ja? Wenn das weiterhin das Credo ist, bitte, 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 Josh, ich appelliere an dich, bitte verlass den FC Bayern, Alter. Ich weiß nicht, ob du da was für kannst oder ob einfach irgendwas in dem Vertrag steht, dass er immer spielen muss oder ob der Verein, ich weiß nicht, ich habe es schon mal gesagt, ob Moses runtergekommen ist und hat eine Steintafel übergeben, wo steht, Kimmich muss immer spielen. Ich habe keine Ahnung. Ich kann es nicht mehr. Ja, es gibt genug Spiele, wo ein Palhinha die bessere Alternative gewesen wäre als Sechser. Es gibt genug Spiele, wo man mal hätte sagen können, jo, Josh, komm, du wirkst sehr überspielt, mach mal eine Pause, hätte man ihm mit Sicherheit was Gutes getan. Das tut man nicht. Ich weiß nicht warum. Ich weiß es nicht. Vielleicht springt er auch, läuft Amok in der Kabine dann, wenn er nicht spielen darf. Ich weiß nicht, wie er drauf ist. I don't know. Ja. Ist für mich als Außenstehender auf jeden Fall unverständlich. Ja. Deswegen sollte ein Kimmich bleiben. Er wird 30. So, es gibt wenige Spieler, die mit über 30 noch besser wären oder ihr Niveau halten. Ja, es gibt ein paar, ja, keine Frage. Ich traue Kimmich das auch zu, dass er noch die 3 Jahre drin hat. Erstmal ist die Frage, würden ihm 3 Jahre Vertrag überhaupt reichen? Ich weiß es nicht. Ähm, Ich weiß nicht, ob man sich damit 'n Gefallen tut. Ja, wir haben einen Trainer, der 'n anderen Fußball spielt, der modernen Ansatz hat und vielleicht ist es einfach an der Zeit, endlich unsere Zentrale zu verjüngen. Ja, ähm, I don't know. Sollte man Kimmich behalten, kannst du auf jeden Fall 2 andere zentrale Mittelfeldspieler abgeben, ja. Dann kannst du 'n Neon abgeben, dann kannst du 'n Palhinha wieder abgeben. Du brauchst diese Spieler nicht. So, du hast einen du hast einen Pavlovic, ja. Ähm, Du hast dazu einen Conny Laimer und dann hast du noch einen Tim Bütchow. Ja, dann hast du 3 Spieler für eine Position und das sollte reichen, ne? Ähm, ja, deswegen, ich sehe das aus zwei Gesichtspunkten. Also, es ist jetzt nicht schlimm, wenn Kimmich verlängert oder so. Da sage ich jetzt nicht: „Oh, ist jetzt super schlecht für den FC Bayern.“ Aber dann bleibt die Hoffnung, dass man ihn dann endlich auch mal in Konkurrenz setzt und ihm, wenn er schlecht spielt, halt einfach auch mal auswechselt, ja? Und nicht ihm so ein Alleinstellungsmerkmal geben, was er einfach nicht verdient. Und auf der anderen Seite würde ich mir einfach wünschen, dass die Ära Josh vorbei ist. Alles ist gut, er hat alles gewonnen beim FC Bayern. Er geht durch die Vordertür, ja, erst recht mit dieser Saison, wo die Leistung wirklich gut ist, geht er durch die Vordertür raus und macht nochmal was anderes. Und ich glaube, das würde dem FC Bayern einfach gut tun, wenn da in der Zentrale dann endlich mal wieder
wieder was Neues ist und endlich auch ein Konkurrenzkampf herrscht und nicht, wo ein Spieler schon immer eine von 2 Positionen komplett blockiert. Ja. Das ist meine Meinung zu der Corsa Josua Kimmich aktuell. Ich habe es schon gesagt, ich weiß, viele sehen das gespalten. Das ist auch fein so. Ihr müsst auch nicht meiner Meinung sein. Das Einzige, was mich da gerade dran triggert, habe ich schon gesagt. Ja, dieses Dahinstellen und einen von der europäischen Spitzenmannschaft erzählen und dann irgendwie zögern, den Vertrag zu verlängern. Das ist für mich fein, aber dann äußer dich halt. Ja, ist doch okay. Dann sag doch, nee, ich möchte noch mal was Neues machen. Ich verlängere nicht beim FC Bayern. So, das muss man gar nicht begründen. Das reicht vollkommen aus. Oder man sagt halt, ja, alles gut, ich möchte beim FC Bayern bleiben, aber wir müssen gucken, ob wir eine finanzielle Übereinstimmung finden. Auch das ist völlig fein. Es ist sein letzter großer Vertrag. Ist ja nicht so, dass er nicht schon die Jahre davor 20 Mille bekommen hat und genug auf der Kante liegen hat. Anderes Thema, brauchen wir nicht mehr aufmalen, dass die Fußballer alle überbezahlt sind. Aber das fehlt mir gerade. Ja, und das als Führungsspieler des FC Bayern oder als der kommende Kapitän, der man sein will für diese Mannschaft, ist das für mich, nee, er stärkt damit nicht seine Position. Ja, nicht bei uns Fans oder bei mir als Fan und mit Sicherheit auch nicht innerhalb dieser Mannschaft. Ja. Wenn man der kommende Bayern-Kapitän sein will, dann sollte man sich auch zügig zum FC Bayern bekennen und Klarstellung beziehen. Aber das ist auch nur meine Meinung. In diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Habt einen schönen Tag, habt ein schönes Wochenende, hoffentlich ein gutes Spiel heute Abend. Und in diesem Sinne, danke für euren Support hier auf dem Kanal. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.